Ich, mir auch viel von ich, und noch vielleicht dabause, viel Bierger, waren erstaunt und zum Teil auch erschreckt über die Tragweite von den Reglementen, die die Regierung am Rahmen vom Etat de Crise geholt hat. Ich war erstaunt und erschreckt, mit was für einer Leichtfertigkeit oft Grundrechte außer Kraft gesetzt wurden. Viele von diesen Mesuren wären selbstverständlich gut, richtig und wichtig. Mehr andere wären aber auch total disproportioniert. Ich denke heute zum Beispiel ein Verbot, wenn man zu einem Auto spazieren zu fahren. Andere haben Ulas gehen zu, kommen so mal Überinterpretationen von gewissen Administrationen. Ich denke da an die Frau, die Protokollbrot, weil sie das Fleisch bei ihrem Lieblingsmetzler gekauft hat, und nicht bei dem, die mir nur bei ihr daheim wäre. Ich denke an Leute, die hier Pferd wollten, Federe fuhren. Ich denke an die unwahrscheinliche Staatensammlung des Stwan, wo Leute über die deutsche Grenze gefahren sind. So ein übertriebene Säl wird natürlich dadurch erleichtert, wenn Definitionen nicht klar sind oder Reglemente nicht klar sind. Da könnte dort so wie in diesem Fall, dass dann eine Police-Direktion frequently asked questions rausgeht, die ganz klar dem Sinn der Ratio legis von den Reglementen widersprechen. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Wir haben gesehen, dass in Artikel 32 von der Konstitution klipp erklar seht, dass Reglementer von der Regierung an Krisenzeiten müssen konform sind zur Konstitution, konform zu internationalen Trataten und proportioniert zu ihrem Büt. Wir haben aber auch festgestellt, dass wenn das nicht der Fall ist, dann nicht die geringste Möglichkeit für Sanktionen oder für Kontrolle gibt. Und dafür habe ich auch hier am Namen von der RDR eine Proposition deposiert für die Verfassung, dahingehend zu ändern, dass in einem zukünftigen Teil der Krise, das hat für eine Ursache auch immer, der Bürger die Möglichkeit hat, über ein Genre-Referé-Verfahren direkt kurkonstitutionell anzurufen. Das wäre über erstaunt und erschreckt. Wie entzerrt wäre ich, entzerrt, wie ich den Projekt 7606 gelesen habe. Ich kann verstehen, dass den am Stress von der Aktion, am Anfang, wo alles muss terribel sehr gehen, Definitionen heinz nicht präzis mischt oder verschiedene Konsequenzen nicht unbedingt erkennt. Mit Datei eine Regierung, an der, wenn ich richtig gezählt habe, nicht Männer wie 5 Volljuristen sitzen. Paulette Lehnert, Sam Transon, Xavier Büttel, Franz Fayot, Jean Asselborn. Einen Text durchwinken, an Hei deposieren, an dem von Zwangshospitalisation jetzt geht. Eine Kontradictio in terminis. Hospice, Hospital kommt von Hospice, de Gerst. Wie kann ich Zwangsgerst gehen? Ein Text präsentiert wird, wo Decision für einen Zwangs anzuweisen soll vom Prokureur geholt werden. Was ist die liberale Premier, die en plus ein exzellenter Penalist ist, umgegangen, so etwas an einem Gesetz durchzuwinken? Wo klipp erklar ist, dass das gegen Gewaltentrennung an der Justiz verstehst, und auch gegen die aktuelle Rolle zumindest vom Parquet par rapport zum Exekutiv. Das ist für mich ein Hohn. Mir auch diese verbesserte Text, den wir heute vier Leihen haben, gibt als fundamental zu bedenken. Der Staat hat sich so wenig wie möglich an das Leben vom Bürger anzumischen. Mündig Bürger drohen Verantwortung für sich selber, holen hier Entscheidungen selbstständig, aber brauchen keine Erziehungsdiktatur durch Politik. Der Bürger soll den Staat kontrollieren und nicht umgedreht. Das steht genauso am RDR-Grundsatz, am Wahlprogramm, und das ist Eislin. Mit das auch Meinung von der Kommission consultative des droits de l'homme. Die hat sich gefragt, s'il ne faudrait pas miser plutôt sur la responsabilisation, la confiance, la compréhension et la collaboration de la population avant d'avoir recours à une mesure draconienne. Das kann ich mit 2 Händen unterschreiben. Hier riskiert die Regierung, wie so oft, den exakten Konträr von dem zu erreichen, was sie will. Weil wenn Konsequenzen von Mengem sich testen lassen, für mich und mein Entourage zu viel negative Konsequenzen können haben, aber da lassen ich mich nicht testen. Und genau das ist ein Effekt pervers von einem Text wie dem heute. Heute Morgen am Paper Jam und ich, auch wahrscheinlich auch ganz viel von unseren Kollegen hier, den interessanten Interview mit Ulf Nerbas vom Luxembourg Institute of Health gelesen, wo der Clip klar beschreibt, was der Test wichtig ist, wie es gemerkt wird, wie dann Tranchen gemerkt wird, Zellullen von 5, 10 oder 20 Leuten. Jeder, der das liest, dem liegt an,
dat dat eng gut Sache ass wann invitéiert gi fir Matze mehr beim Test. An och de Xavier Bettel huet Bertel gesot. Alles hätte so gut funktioniert, well d'Leit sich tro gehalen hunn, Weltleit zivil wär. Mi genau dat riskeier ma heilo ze verleieren. Anstatt eng Zivilitéit, anstatt sich behalen, fährt den echt dat et echt segem zivilen ungehorsam kënnt, well dat sech testelose Negativkonsequenze kann hunn op Basis vun diesem Text. De George Engel huet unverantwortlich genannt, gegen diesen Text zu stimmen. An der Mengen an ass de Kontre woe. Wet Leiit ze decouragieren, sich testen zu losen. Dat ass unverantwortlich. A verantwortlich wäre Leiit zu encouragieren, zu informieren, an zu motivieren, a Platz hinne mat diesem Text locht sich testen zu losen, zu holen, a mat drakonische Konsequenzen zu drehen. Nief diesem perversen Effekt nach Appes, an dat as Proportionalität. An all Texte, die man stimmen, oder ganz vielen Texten, die man stimmen, muss man immer ein Spagat machen zwischen dem Respekt vor Grundfreiheiten an dem Ziel von der Gesetzgebung, in diesem Fall Protektion von der Gesundheit. A priori als die Argumentation, wie du machst, die Bartholomäus durchgelöscht wird, schlüssig. Es geht darum, zu verhindern, dass E-Positiven durch sehr fahrlässig verholen oder sogar express ganz viel sich ärmer Personen aussticht. Das gilt zu verhindern. Mit das können wir immer so. Wenn wir gucken, Datenschutz, Strafverfolgung. Auf der einen Seite den Datenschutz, auf der anderen Seite die berechtigte Forderung vom Parquet, wie wir möglichst viel Daten zur Verfügung für Strafverfolgung zu machen. Das kann ich auf die Spitze treiben. Den Tag, wo wir alle gut einen Chip implantiert kriegen, an überall Borne stehen, da gibt es praktisch kein Straftat mehr, die nicht abgeklärt werden. Weil ob ein Druck auf den Computer kann festgestellt gehen, wie sich zu was für einer Auerzeit auf der Platz abgehalten wird. Dasselbe kann ich so mit dem unsäglichen Waffengesetz, was deposiert ging. Unter dem Vierwand, etwas zu machen gegen Terrorakte mit automatischen Waffen, geteilte normale Bürger ganz einfach schikaniert und gedenkt überreglementiert. Und das ist der falsche Weg. Die Bürger zu schikanieren ist der falsche Weg. Die Überwachungsstaat ist ein absolut falscher Weg. Aber besonders da, wenn es nicht um extrem Einzelfälle geht. Das ist nicht Eiseweg, das ist nicht der ADR hier. Wir zielen auf die mündliche Bürger, am Respekt von seiner Privatsphäre und von seinen Grundrechten. Und nicht auf einen allmächtigen Staat. Was man Männer Verbotsgesetze machen, desto besser ist es. Das Gesetz stimmen wir auf jeden Fall nicht mit. Und am Kontra zur CSV entschuldigt er sich nicht für gegen das Gesetz zu stimmen. Wir meinen aus vollster und tiefster Überzeugung ist so nicht mehr.